Die deutsche Fregatte wird an NATO-Manövern im Mittelmeer teilnehmen und soll dann das südchinesische Meer befahren. Es ist eine Fahrt in eine angespannte Region, denn China beansprucht das südchinesische Meer für sich. Seit Jahren kommt es zu Konflikten mit anderen Staaten und nicht zuletzt mit den USA, die mit Schiffen in den Gewässern kreuzen, um zu zeigen, dass sie den chinesischen Anspruch nicht anerkennen. Chinesische Medien sprechen von Opium für den Geist und elektronischen Drogen. In der Nachricht wurden Online-Spiele heftig kritisiert und als schädlich für die Entwicklung von Kindern dargestellt. Daraufhin ist der Aktienkurs des führenden chinesischen Technik- und Spielekonzerns Tencent deutlich gefallen. Tencent musste Einschränkungen für Kinder und jugendliche Spieler in einem ihrer populärsten Online-Spiele ankündigen. Ministerpräsident Naftali Bennett sagte am Dienstag, dass Israel sich aufgrund eines Angriffs auf einen israelischen Tanker um eine international abgestimmte Reaktion bemüht. Zugleich betonte er aber auch, dass Israel alleine gegen den Iran vorgehen kann. Der Sprecher der Kommunistischen Partei Chinas in Ostturkestan, Zhu Guoxiang, gab auf einer Pressekonferenz am 30. Juli in Peking bekannt, dass das Ersuchen europäischer Diplomaten abgelehnt wurde. Europäische Diplomaten verlangten Zutritt zu der osttürkischen Region, um sich ein eigenes Bild von der Lage zu machen. Außerdem wollten sie mit uigurischen Gefangenen sprechen. China betrachtet dies als unverschämte Einmischung in seine Angelegenheiten und lehnte daraufhin das Ersuchen ab. Gestern Abend wurde ein Autobombenattentat auf den afghanischen Verteidigungsminister Bismillah Mohammadi verübt. Der Minister hielt sich nach Angaben seiner Partei zum Zeitpunkt der Explosion nicht im Haus auf. Seine Familie sei in Sicherheit gebracht worden. Die Vereinten Nationen haben den Vorschlag zur Gründung einer Kommission für Rassismusbekämpfung angenommen. Die Vereinten Nationen bezeichnen den internationalen Kampf gegen den Rassismus als eine hohe Priorität. Das gesamte griechische Synchronschwimmteam hat sich nach mehreren positiven Corona-Tests in ein Quarantänehotel begeben.